Gute Mittag, dir lief Erdekanner. Zei Frau aus Ramdo. Haut schwätzen ich ein bisschen über das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wir sollen mit seinem Namen respektvoll umgehen und nicht damit spielen. Aber sind wir uns das am Alltag bewusst? Am Vater unser sagen wir, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Machen wir uns Gedanken darüber, was wir da sagen. Sein Name ist heilig, so wie Gott heilig ist. Und etwas dürft ihr nicht vergessen. Wir haben nicht mit einem dreimal heiligen Gott zu tun. Wir kennen nicht all. Wir sehen das nicht. Um Gottes Willen. Um Himmels Willen. Wir schwätzen von Gott, mengen ihn aber nicht. Die Worte Gottes Ohr hat nichts mit Gott zu tun. Weil sonst können wir sagen, Gott soll dein Gebet erhören. Wir haben über Gott und die Welt geschwätzt. Oder der lebt wie Gott auf Frankreich. Wie dacks sagen wir, Gott sei Dank, ohne Gott wirklich Merci zu sagen. Es drückt just eine weltliche Erleichterung aus. Oh, Gott sei Dank, dass den Examen lernst. Natürlich kann ihn auch Gott sei Dank sagen, wenn wir Gott wirklich von ganzem Herzen ehrlich Merci sagen. Und hier gibt noch eine ganze Gruppe anderer Beispiele. Halleluja. Och Gott, oh je, bedeutet eigentlich, oh Jesus. Oh Gott, Herrje, Gottes Willen, Himmels Willen. Und dann plötzlich ganz schlimm. Tschö. Und dann neumodisch für die Jungen ein bisschen im internationalen Erwesen. Oh mein Gott. Und auch die Aufkürzung OMG an Textnachrichten. Geht gar nicht. Und es gehen der Beispiele bestimmt noch ganz viel. Und noch auf all anderen Sprachen. Gott den Herrgott so etwas von verflucht den ganzen Tag. Und überhaupt soll ich nicht fluchen. Auch nicht, wenn ich Gottes Namen nicht benutzt. Es soll ihn auch nicht leichtsinnig auf Gott schweren. Den 3. Mose, Kapitel 19, Vers 12 seht, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, so dass du den Namen deines Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Jesus hat seine Jünger grundsätzlich aufgerufen zu schwören. Matthäus, Kapitel 5, Vers 34. Jakob seht am Kapitel 5, 12, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Mit Gott kennt mein Herz, wollen wir uns an Diskussionen dacks sehr reinwaschen. Aber passt auf, Gott kennt wirklich unser Herz. Er weiß, wie viel Sinn noch drauf verstummt ist. Gott ist mein Zeichen, also rein aus so, mit der ich vorsichtig soll sein. Wie gesagt, es ist ja oder nee. Missbraucht dem Herr sein Numm nicht. Der Martin Luther hat das 3. Gebot so erklärt. Wir sollen Gott verehren, an der Leifung, dass wir über seinem Numm nicht fluchen, nicht schwören, nicht zaubern, nicht lehen und nicht bedrehen. Wir hier an der Not rufen, hier anbeten, hier loben und ihm Merci sagen. Denkt also an Zukunft und die Wörter, die dir ohne drüber nachzudenken am Alltag als gewöhnlich benutzt. An eend kann ich euch sagen, es ist mehr schwer, das zu ändern, wie der meint. Die hat es mehr sehr gesagt. Und oh je, Herrje, oh Gott. Die hat es mehr sehr gesagt, oder wie der meint. Aber, wenn der Alke erst dran denkt, dass Gott ihr hört, an alles gesagt, dann entschuldigt er sich vielleicht bei ihm.
Dat fir e guten Ufang. Weil wie gesot, Gott heiert Dich. A mir wëlle Gottes Kanner sinn, a mir wëllen him no sinn, a mir wëllen him no follegen, an der Teech mir wëllen soviel wie méiglech si wie hien, obwohl eis dat éiwech wert onméiglech sinn. Aber mir kënne mat so klenge Sache probéieren. Ich denken, dat ass e guten Ufang. Ech so nich Merci, Gottes Segen, bis nächste Keier. Er sei Fra.